An Viechdoktor, seine preußische Tochter, bleibt länger zu Lansing und drum zieht der Chris aus zu seiner Gspuse. Und Annalena kommt mit Mike auch nicht weiter, wie sie einer Hochzeit ausrichten sollen. Als Zwiefel möchte für den Wahlkampf auch so ein schönes Plakat, es wird Rosi. Und drum lässt sie sich vor einer singteuren Fotografiererin im Feuerwerkwand fotografieren. Als Bummel macht nachher ihren Wahlkampf geholfen, samt den, dass der Rolli wegen den ein wenig eifert. Weil die Lansinger Kinder allesamt schwer krank sind, müssen die Großen als 3 Kinder mit dem Stern singen. 3 Weiber und 3 Männer. Die Männer bringen aber viel mehr Tiritari zusammen, weil sie sich alle bezahlen lassen für das, dass sie singen aufhören. Und weil es alle wieder in eine alten Feuerwehrgeschichten zum Besten geben, werden sie von den Weibern aufzwickt. Und die verzapfen auch einen alten Schmarrn. Der Gerstl zieht ein ganz extriges, empfindliches Blärmi. Und der Pfarrer soll da ein paar Tage drauf aufschauen. Denn sein Putzweih verwechselt aber etwas und tragt das Quacks bei der eisigen Kälte heim und wieder retour. Danach verspricht der Pfarrer die Landweiber eine gescheite Brotzeit, bald beim Wachskerzenziehen Mucksmeiser Starthand. Das halten sie lang aus, obwohl das als halber zerreißt. Aber schließlich platzen sie nachher doch außer mit den Ratschen. Die Brotzeit kriegen sie aber samt den auch. An Gregor, sein preußischer Stiefsohn, möchte von daheim ausziehen und drum möchte er mit ihm einen Schatzsucher gehen, damit das ihn auf die Weise zurückhalten kann. Den gefreut es aber gar nicht extra und drum richtet er ihm aus, dass er nicht frei ausredet. An Flori möchte einer um 400.000 € seine Tankstelle ankaufen.